einmal zwei Brüder, die hatten sich so viel verstritten, die wohnten einer an dem anderen. Bloß ein Fluss wird zwischen ihr Land steigt. Und sie wollen sich nicht mehr sein. Einer von diesen Brüdern, der ist da, und der musste noch bei dem Ohrenhügel immer dem nächsten Bruder sein Haus sein, dem will ich nicht mehr sein. Und dann wird er einen Däschler annehmen und ruft den und sagt, weißt du was, ich sehe da mit meinen Brüdern, die will ich niemals mehr sein. Und ich möchte, dass du hier uns was in der Mühe verbildest mit Brüdern, und es soll so hoch sein, dass ich ja nicht mal mehr dem Bruder sein kann. Da will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will nur reisen, und wenn ich zurückkommen will, dann möchte ich, dass diese Mühe so groß fertig ist, dass ich dem nicht mehr sein kann. Nach einer Zeit dann kommt der Träger von dieser Reise, und als der Träger ist, dann sagt er, du hast keine Mühe, du hast nichts passiert. Und dann ist er sehr da, was ist da los? Aber er sieht, dass er trotzdem gearbeitet hat, und er steht eine Mühe mehr gehabt, die durch eine Brücke gebaut. Der Fluss, was diese zwei Schäden dort, ein Land vom anderen, da hat eine feine Brücke gebaut. Und dort halt einer steht eine Mühe gehabt, die durch eine Brücke mitgemacht. Er ist so ja da. Und jetzt dann wollen sie checken, was die getan haben. Und der Nober, sein Bruder, der sieht, dass er an der Brücke kommt und sagt, wow, mein Bruder, der hat eine Brücke auf der Bühne, der macht ihn so, was er Frieden hat mit mir, und sagt, dass der Bruder an der Brücke geht. Dann geht er auch dahin und sagt, das ist eine gute Idee, dass du eine Brücke gebaut hast. Danke für das Geld, was du getan hast. Und er steht wieder da, dann er sich durch die Brücke für seine, und können wir Frieden haben und dort beileihen, was er erleben wird. Das Mann, der wie einer, der wisst, was er braucht. Der sieht nicht, dass er die Mühe wird weiter, aber der wisst, was er braucht. Die Bibel sagt uns, in Matthäus Kapitel 4, Vers 9 sagt es, selig sind die Frieden stiften können. Denn die waren Gottes Schenkerherrscher. Das Däschler wird ein Friedensstifter, der wisst, dass er nicht eine Mühe braucht, um nach mehr Hass zu merken. Der wisst, der braucht eine Brücke, um dem Nächsten zu kommen. Die Gesellschaft hat Jesus Christus, die in mir berufen, dass wir Brückenbücher sind, nicht nach mehr Mühe. Manche denken an Religiosität. Das ist von einer anderen Zeit, mit dem wo ich nicht rede. Dieser denkt anders als ich, mit dem wo ich nicht rede. Mein Bruder, meine Schwester denkt anders, wo ich nicht mehr mit denen rede. Meine Eltern, wo ich nicht besiege. Das ja Futter, die reden nicht mehr mit ihren Kindern, da fehlt eine Brücke, die haben seine Mühe. Wenn es der hat eins, was gesagt, eins, was dann, was mich speichert. Und wenn ein Mensch eins, was sagt, eins, was das, was mich speichert, dann wo ich nicht mehr mit denen rede, das erlaubt mich in Kopf nicht. Jesus weiß mal mit was du denn nicht mag, hier, wenn es ich weiß, wird das Wort in mein Leben. Du hast die Chance nicht, wird das mir nicht real gemacht. Da wird eine Mühe gemacht und ich will nicht mehr mit den Nächsten reden. Die Mühe wird am Hort so hoch gebüht, dass ich einfach hier in Hort heulen. Und da sage ich, wach mal bitte. Die sind Brückenbücher. Selig sind die, die den Friedensstifter sind. Was ist das in deinem Leben? Bist du in der Gemeinde ein Friedensstifter oder einer, der Mühe spürt? Bist du eine Person in deiner Familie, die Friedensstifter hat oder die immer höhere Mühe merken? Wo bist du in deiner Ehe? Versuchst du eine Brücke zu deinem Partner oder versuchst du, nee, ich wollte so hoch mal sein, als der ewig kennen. Mal sein, der hat mich schlecht angetan und ich sehe das nicht wird. Jesus Christus hat uns hier berufen, Brücke zu bauen. Gott hat den Plan für dich. So, jetzt eins, wo wir dieses Mal die Brüder brücken, Gott hat die dort berufen.